Hier lebte und schuf der berühmte Maler Ludwig Schrumpf. Grüß Gott, trauen Sie da ruhig rein. Grüß Gott, ist das da dieses Schrumpfmuseum? Ja, das wären 5 Euro. Und was gibt's da alles zum Sehen? Sie befinden sich im Wohnhaus von Ludwig Schrumpf, dem touristischen Highlight unserer Gemeinde Blinzing. Wenn Sie mir bitte folgen. Und da schauen Sie her. Hier hängen die berühmten 12 Evangelisten, an denen Ludwig Schrumpf von 1862 bis 1892 gemalt hat. Der hat praktisch 30 Jahre lang da hingefieselt. Schauen Sie, hier eine Abbildung. Und das Brüttel selber? Ja, Sie, da war letztes Jahr ein Herr aus China da, gell, und der hat der Gemeinde so ein gutes Angebot gemacht, da hat der Herr Bürgermeister nicht Nein sagen können. Das ist verkauft worden. Nach China. Ja. Ja, das ist aber schade. Aber Sie, man sieht noch genau, wo das gehängt ist. Hier an diesem Nagel ist es gehängt. Da ist das Kind, wenn man sich das vorstellt. Und da hat er gelebt. Ja, da hat er selber persönlich gelebt. In den angrenzenden Räumen waren die wertvollen Biedermeiermöbel der Familie Schrumpf zu sehen. Waren, die haben sie jetzt auch nicht mehr. Alle nach China verkauft. Das geht ja heute im Internet, zack, zack. Aber ich sag's Ihnen, seit diese Räume so frei sind, spüre ich diese große Aura, die was dieser große Mann hinterlassen hat, umso mehr. Das ist jetzt interessant, dass Sie das sagen. Ich hab den Eindruck gehabt, gleich beim Reinkommen, gell, als wenn man diese Aura... Und wenn ich da in der Früh reinkomme, ich hab das Gefühl, ich riech das. Genau, als wenn man riecht. Also seine Aura. Sieh, und da gibt's ja Leute, die sagen, ja, für was zahlt ihr da 5 Euro, wenn es da nichts zum Sehen gibt? Aber das geht ja um was ganz anderes. Es geht ja um diese Erlebnisqualität. Da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Das ist ja das, was wir heute am allermeisten brauchen, gell? Dieses Erleben. Es gibt schon solche Banausen. Und da ist das Kind. Hier sehen Sie den Originalnagel, an welchem das Meisterwerk einst hing. Das ist der Originalnagel. Darf ich den einmal... Ich traue mich gar nicht fragen. Warum? Fragen können Sie alles. Wäre das unverschämt, wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie mir diesen Originalnagel verkaufen taten? Den Originalnagel von Ludwig Schrumpf ausgeschlossen. Was taten Sie zahlen? Ich bin aber von meinen Möglichkeiten her kein Chines. Also, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn nicht auch noch der Nagel in chinesische Hände landet. Ein 50er? 60, dann sind wir benannt. 60 Euro. Gell, das ist halt doch ein Sammlerstück. Ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe ich vielleicht schon. Jetzt haben ja Sie da heute gar nichts mehr zum Herzogen. Denken Sie an nichts. Wir haben ja vorerst immer nur das Nagelloch. Vorerst? Ja, mei, irgendwann können wir das vielleicht auch verkaufen.